ginn dat Vertreter vun den anderen unerkannte Kulten, die also d großherzoglich Koppelland Familie an Kathedral ralleden vun der Seite fort. Sie kommen also ran, den Grand du Corps et Grand Duchesse Maria Theresa entscheidet gesot, die ganz großherzoglich Familie als dabei, den Großherzog Guillaume, die Großherzogin Stephanie, der Prinz Felix und Prinzessin Claire, der Prinz Louis und Prinzessin Tessie, Prinzessin Alexandra und auch den Prinz Sebastian holen Loplatz. Wir hören lo als echt Stück d'Entrada Festiva vom Flor Peters, engem belgischen Organist und Komponist aus dem 20. Jahrhundert. Hier war Titulärorganist an der Kathedral zu Malin-Mechelen.
Ganz festlich eng Entrée der Festival. Exzellenzen, Leif Leider Legur, ganz herzlich willkommen an Ärer Kathedral. Wo wir haut bieten, für ihr Altesse Royal, und für ganz Lützeburg, dass wir können geschlossen an Zukunft gehen. Auch geschlossen zusammen mit all den Religionen, die heute zu Lützeburg vertreten sind, und wo nur 3 Vertreter werden, hier das Gebiet und Eis richten. Ich gebe auch all die Opferdern, die nicht so mit der Religion haben, für still zu machen, an Eis als Gebieter an ihrem Herz zu begleiten. No der Begrüßung vom Erzbischof as lo dann den Alain Kasch, den Großrabbiner von Lützeburg, den Gebiet wird sprechen, Gebiet dat op all Schabbat samst des Mores frei für den Staatschef verricht geht. Isaac et Jacob, bénis le Grand-Duché de Luxembourg, son prince, son Altesse royale le Grand-Duc Henri, la Grande-Duchesse Maria Theresa et toute la famille grand-ducale. Étends les ailes de ta protection sur notre pays. Éclaire toujours de la lumière de la sagesse et de la sérénité notre souverain, et que le jour de son règne soit toujours béni de prospérité et de paix. Amen. Yevarechecha Amonai Veishmerecha Yaer Amonai Panavelecha Vichuneka Isa Adonai Panavelecha V'yasem lecha Shalom.
An dem Großrabbiner Alain Akaja se Lotgebiet vom Imam vun der muslimischer Communauté Mohammed Rizvich am mir heieren. Bei ihm 2 Extraen aus dem Koran, aus der Sure Nummer 3, La Famille d'Imram, und aus der Sure Nummer 49. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Anne Loase dum Volker Strauss, Pastor vun der protestantischer Kirch, bei engem Gebiet fir de Grand Duc as eng Familie an 3 Sprachen, Französisch, Lützeburgisch an Deutsch. Dieu, toi le maître du temps et de l'éternité, dont le Fils est venu parmi les hommes pour servir et non pas pour régner, nous te remercions pour notre grand-duc Henri. En commémorant son anniversaire, nous te prions. Bénis-le par les dons de l'amour, de la joie et de la paix, afin qu'il puisse continuer à servir son Père en toute fidélité. Ganz speziell bieten wir heute aber auch für eine ganz großherzogliche Familie. Halding han i weise Grand Duc als in ganz Familie. Lädt sie auf all ihre Wehe, erfeiert sie an ihren Decisionen. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen für unseren Großherzog Henri. Möge deine Weisheit ihn leiten, dein Heiliger Geist ihn stärken. Schenke ihm und der Großherzogin Maria Theresa sowie der ganzen Familie glückliche Tage, Gesundheit und Kraft. Lass sie dem Land und seinen Menschen loyal dienen und in Treue zu dir leben. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. An nom Prélude interreligieux geht es lo weiter am musikalischen Programm, und zwar dem Notre Père, engem Extrait aus dem biblischen Oratorio in Terra Pax von 1944, wat fir d'éischte Kéier exekutéiert gin ass am Mai 1945, das vum Frank Martin, e Schweizer Komponist, den eng bedeutend europäesch Karriere kon opweisen in huet gewirkt, ennner anderem zu Amsterdam, zu Köln an op vielen andere Plätzen. Of
Und nur diesem Extra kommen wir lo bei der Lesung, eine biblische Lesung aus dem Buch Jesus Sirach, aus dem Alten Testament, viel gedroht von Mark Jeck. Es geht hier um göttliche Weisheit, wie sich der Mensch mitteilt. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation, et ses subtilités, qui en a eu la connaissance? La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il a vu et mesuré. Il a répandu sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons. Et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. L'amour du Seigneur est une imminente sagesse. Dieu en accorde une part à ceux dont il veut se laisser voir. Parole du Dieu vivant. In der Lesung also dann lo Duspruch vom Erzbischof dem Monseigneur Jean-Claude Tollerich, von dem man auch gespannt sind, wo man nicht wissen, wer lo könnte, Herr Linghausen. Absolut. Altesse Royale, Exzellenzen, Leifleid alle Gue. Erlaubt, dass ich für dich der Maîtrise merci sagen. Sie singt immer wunderbar schön. Mir haut hat ein besonderes Programm. Es sind so viele Musikstücke da, von 1945, wie als Grandische Charlotte aus dem Exil herumgekommen sind. Das verbindet das Platz und das verbindet uns alle Guten mit der Geschichte. Und mit einem Stück Identität vom Lützebäuer Volk, von der Lützebäuer Nation. An Identität, Altesse Royale, die hat es moie meisterhaft gesagt, Identität ist etwas, was ganz wichtig ist für ein Volk. Und das besonders wichtig an Zeiten, wo als Kultur sich rapid verändert. Und wir sind in so einer Zeit. Die einen nennen es postmoderne Gesellschaft, die anderen postmoderne Gesellschaft. Es können verschiedene Namen gehen, aber es bewirkt an viele Leute auch eine große Unsicherheit. Eine Unsicherheit für unsere jetzige Zeit und noch eine Unsicherheit für unsere Zukunft. Und wir wissen aus der Geschichte, dass so Zeiten von Unsicherheit ganz gefährlich können sein. Weil da können Sachen dabei herauskommen,
wo sich nicht freut, wenn sich seine eigene Sicherheit bauen muss, seine eigene Identität nur neu definieren muss. Und es mengen zu der Identität, da gehören noch Religionen. Weil Religionen sind etwas, wo die Leute sich damit identifizieren. Und das stimmt sicher zu Lützeburg, für die katholische Kirche, für die jüdische Kommunität, die schon ganz lang hier am Land sind. Und das stimmt auch für die Religionen, die nicht neu sind, aber ein bisschen mehr neu sind. Und die auch Lützeburger haben, die auch Punkte von Identifikation und von Identität für viele Mitbürger sind. Und dafür, gerade an dem kulturellen Wandel, also dafür von größter Wichtigkeit, dass die Religionen auch hier Platz an der Gesellschaft tun, neben anderen Akteuren. Das ist ganz klar. Aber dass auch die Religionen müssen hier Platz haben. Und das heißt auch, dass zur Identität von den Religionen auch die Gebäude gehören, wo Religion praktiziert wird. Weil viele Lützeburger identifizieren sich mit dieser Kathedrale. Dass auf dieser Platz, wo 74 Jahre gefeiert wurde, dem Herrgott Merci gesagt wurde, der Mutter Gottes Merci gesagt wurde, dass das Land nicht frei ist und das Grand Duchesse nicht da war. Und auf viele Plätzen sind es Kirchtürme, die auch an unseren Ortschaften, an unseren Städten, an unseren Dörfern die lützeburgische Identität prägen. Das nicht unzuholen oder dagegen zu gehen, das meine ich für ganz grave für die Identität vom Lützeburger Volk, gerade an die Situation vom kulturellen Wandel. Aber das heißt auch, dass wir als Religionen als müssen neu aufstellen und an Zukunft herangehen. Das heißt auch, dass wir nicht dürfen die Religionen sind, wo ein den anderen bekämpft, wo man mit großem Respekt, Respekt als mehr wie Toleranz, zusammen an Zukunft gehen, an als Religionen einen Beitrag leisten für die Einheit an die Identität vom Lützeburger Volk. Weil Identität ist gebündelt an diesem Moment. Sie kriegt hier Legitimität von der Vergangenheit, aber sie können nicht mehr bestehen, was an Zukunft ist. An eine Identität, die sich verschließt, ist eine Identität, die innergeht. Es macht mich traurig, wenn ich an Internetkommentaren eins lese, was da über Flüchtlinge gesagt wird. Da müssen wir uns als Christen, als Moslem, als Juden, als Lützeburger dafür schummen. Leute, die so viel Leid auf sich geholt haben, die verdrieben sind, die hunderte von Kilometern müssen gehen, und wir mit unseren Werten, wir wären nicht mehr bereit, für die abzuholen. Das wäre ganz traurig. Wenn das so wäre, dann hätten wir als Lützeburger Identität verraten. Und dann hätten wir, gibt man nicht mehr verdienen, die Retour von der Grand Duchesse und von der Freiheit zu feiern. Los wir also als Lützeburger zusammen an Zukunft gehen. Die Religionen sind bereit, ihren Teil zu machen,
für Politik und Gesellschaft das akzeptiert. Und wir wollen beten für die großherzogliche Familie, für die Grande Duchesse und für unseren Großherzog, weil sie verkörpern die Identität von unserem Land. Wir sind froh und hoffentlich, dass wir so haben, wie Lützeburg, wie die großherzogliche Familie, wie die Grande Duchesse, wie unser Grand Duc. Amen. An no der Homilie vom Erzbischof Jean-Claude Tollrich kommen wir dann lo bei der nächst musikalische Stück Abide with Me, das ein christlichen Hymnus komponiert 1861 von William Henry Monk, ein englischen Organist und Komponist, mit einem Text von Henry Francis Lyte von 1847. Das ist ein Stück, das alle gut kennt, es wird bei vielen Gelegenheiten, religiösen und weltlichen gesungen, so auch lo, und zwar als Hommage und Soldaten von England und von den Vereinigten Staaten, die am Zweiten Weltkrieg gefallen sind.
Abide with me, wir also hören, an lose Zeit für die Fürbieten, an 3 Sprachen hören wir die, sie gelesen von der Madame Josiane Durand Hannen. Sie leden iwwer bei den Domine Salvum Fak auch an der Komposition von Albert Leblanc von 1945 das Spezialgebiet für den Staatschef. Notre supplication vers Dieu notre Père et prions en ce jour de fête nationale pour tous ceux qui sont appelés à vivre ensemble sur la terre luxembourgeoise. Veille avec bonté, Seigneur, sur notre chère patrie, multiplie les bénédictions sur ton peuple et resserre les liens de l'unité entre ceux qui vivent sur une même terre pour bâtir ensemble l'avenir de notre pays et de l'Europe. Wir beten für alle verantwortlichen Politiker am Staat wie an den Gemengen, heute zu Lützeburg, an Europa wie aus der Welt, dass sie sich für die Rechte und das Wohl von allen Bürgern einsetzen. Let us pray for all persons suffering from persecution and for all the refugees seeking a humane welcome from us. May their presence call us to reflect upon the meaning of charity and make us sensitive to the great political issues of our world. Wir beten für die Frauen und Männer, die sich an der Welt für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Für die Menschen, die heute unter den Folgen von Hunger und Gewalt leiden. Und für all die, die am Dienst von unserer Heimisch ihr Leben gelassen haben, an denen wir vieles verdanken. Unissons maintenant nos cœurs dans une même prière et intercédons ensemble pour notre grand-duc Henri, la grande-duchesse Maria Teresa et tous les membres de la famille grand-ducale. Que le Seigneur les entoure de sa constante bienveillance. Domine salvum fac, magnum ducem nostrum Henricum. So wie angekündigt den bekannten Domine Salvum Fak vom Albert Leblanc, dem früheren Domorganist, komponiert, zum Schluss vom Krieg an Uhr abgefeuert, den 15. April 1945, einen Tag nachdem das Grand-Duchesse Charlotte de Rym war aus dem Exil, an der Mass mit dem, wo sie selber dabei war.